Herzlich willkommen für eine neue Edition RDR TV. Wir haben ein Partysujet für euch präpariert. Ein davon ist der wichtigste, an den wir überschrieben am Titel Citytunnel. Wir wissen nicht, dass ein Tram an der Stadt nicht funktionieren kann. Aber wir wissen nicht bei einem Film, wie ein RER oder ein Metro Verkehrsprobleme vom Land auf von der Großregion kann lösen. Wir kommen an der nächsten halben Stunde aber auch auf die Chamberwahlen zu schwätzen. Der RDR hat Ugangs Februar auf den 4 Bezirkskongresse hier Kandidatenlisten gut geheischt, dazu mehr Ende von dieser Emission. Aufhängen wollen wir das Emission aber mit einem anderen Sujet, nämlich mit der Fonction publique. Im Februar haben wir während einer Pressekonferenz 10 Thesen für den öffentlichen Dienst vorgestellt. Eine von diesen 10 Thesen ist die, dass wir sagen, wir brauchen eine qualitativ hochwertige Fonction publique. Das ist selbstverständlich. Es geht mir äußerst besonders um Herz, wenn wir über die Rekrutierung von Beamten schwätzen, dass die selbstverständlich auch letzter Spruch sowohl mündlich wie auch schriftlich muss beherrschen, dass auch willkommen, wenn Beamten, die wir rekrutieren, gut Kenntnisse haben über Lützeburger Kultur, über Geschichte, über Institutionen. Das sind Elemente, die mir, wenn wir dann über die Rekrutierung von Beamten schwätzen, als selbstverständlich angesehen, dass die Konditionen alle gut erfüllt sind. Der schwätzt sich auch dagegen aus, dass die Kehraufgabe vom Staat sollen privatisiert gehen. Privatisierung, das war ja jahrelang der Credo, allerdings haben spätestens die letzten Monate gewiesen, die Finanzkrise, dass es mit der Liberalisierung nicht all Probleme zu lösen ist. Privatisierung, das gesagt in England, wo der Staat kann hilfen, hauptsächlich, wenn es darum geht, dass die Infrastruktur, das heißt Schienennetz, von der Privathand geht, das geht immens von null ist. Da geht der Profit wirklich für der Sicherheit an die Accidente, die da geschehen, wodurch das Weichen, Futti fuhren oder das Schienen auslegen, die weisen Europäen. Das ist das, was wir mit allen Umständen versichern, auch als ADR, zu erbannen. Was wir auch nicht wollen, dass das Reisebund soll zersteckelt gehen, wie ein Zoos ist, das will kein, das soll ganz bleiben, weil nicht, wenn der ganz das kann doch gut koordinieren, und das auch den Blick am Sinn vom Klient. Auch was Post belangt, so mehr als RDR, also am Interesse von allen Leuten, dass der flächendeckenden Postservice durch das ganze Land muss erhalten bleiben. Ein weiterer Punkt, den uns um Herz liegt, ist den, dass wir so aufgepasst, wann es darum geht, die Fonction publique für EU-Bürger abzumachen. Wir sind nicht prinzipiell dagegen, weil wir los schon über 10 bis 12% sind Schätzungen ausländisch Matbürger am öffentlichen Dienst und ein Sektoren, die relativ weit ab sind, wie Santé und Education an dem Bereich. Wir so just, dass wir als Lützeburg dummer der EU weit den höchsten Prozentsatz los schon haben und Ausländer oder EU-Bürger von der Welt an der öffentlichen Funktion und dass wir einfach dummer der Grenzen erreichen, wo man so, wir müssen aber mal gucken, dass dann andere Länder geschieht, immer von der Europäischen Kommission zu vielen Druck setzen lassen, wie du nach weiter Schritt zu gehen. Uns als RDR kein prinzipiell Bedenken dagegen für die Fonction publique abzumachen für EU-Bürger. Allerdings so immer hoheitliche Funktionen muss noch in Zukunft von Lützeburger Staatsbürger assuriert gehen. Wichtig ist aber für uns, dass man eng Approsch hun, die ernst als wie die Regierung. Die Regierung möchte eigentlich los schon auf vorauseilendem Gehorsam gegen die einen eventuellen Druck löschten mit Funktionen, die auch hoheitliche Funktionen zum Teil sind, die sollen für Ausländer abgemerkt gehen. Das ist ein Schritt, den wir nicht gingen machen. Wir gingen nicht führende Wohnen laufen. Wir gingen zunächst mal eine Diskussion mit den europäischen Instanzen feiern. An dem Sinn, wie ich lo ugedeiht tun, dat heißt, dass wir wirklich insistieren, dass wer ein Fonction souverän ist oder ein Exercice vom Pouvoir public oder auch von der Force publique, dass das alles muss, wo Lützeburger Staatsbürger assuriert gehen. Zu den 10 Thesen von der RDR gehört auch, dass man so an der Fonction publique muss Bürokratie aufgebaut gehen, an die Fonction publique muss mir nur bei den Bürgern kommen. Zum Beispiel der Schriftverkehr und Leid, der muss mir einfach gehen, respektive muss auch von den entre guillemets Normalbürger mir einfach zu verstehen gehen. Ich weiß nicht, wie es ihr geht, mit so vielen Leuten, die zum Beispiel bei einem einfachen Brief von der Steuerverwaltung sich vorstellen, wie den zu interpretieren, als wo nicht klar drauf steht, sie mussten auch bezahlen, dass sie kriegen etwas rum. Das ist ganz schwer, so Briefe überhaupt zu verstehen.
Wir denken, dass das alles sollte mir einfach ausgedrückt gehen und so, dass auch weitere Kur mit gehen sind, ob denen Briefe. Nur als Pressekonferenz gut mal an der geschriebener Presse, wo verschiedene Kommentateuren viergeheit, wir hätten nur Bemol 3 Monate führende Wahlen Fonction publique entdeckt. Aber das ist nicht so. An der ADR sind schon seit über 20 Jahren auch Leute aus der Fonction publique vertreten, und just für zu sagen, 15% von den Kandidaten auf diese Wahlliste für die Chamberwahlen kommen aus der Fonction publique. Von einem Kurswechsel kann also kein Rätsel gehen. Was richtig ist, dass der ADR aus ihrer Geschichte hier eine Bewegung wäre für Privatpensionen. Ich meine, das ist unumstritten und unumstößlich. Mit dem Moment, wo der Weg gewählt ging, dass wir zu einer richtigen Partei zu gehen. Also selbstverständlich eine Partei, die zu allen Bereichen vom Lebenstellung hat, und y inclus die Fonction publique. Und das nicht, weil die vieles an der Fonction publique kritisieren und zu viel Bürokratie und so weiter, weil nicht auf der anderen Seite auch kann die berechtigte Wünsche von den Beamten verstehen, die an der Fonction publique schaffen. Also nächstes Sujet dann. Nicht den Tram, aber den Zug in der Stadt dadurch als die Lösung für die Verkehrsprobleme von Lützeburg an der Großregion. Der ADR unterstützt schon Zanterlangen, die vom Ingenieur Schumer, für beim Zug in der Stadt durchzuführen, am Platz 50 Jahre zurückzugehen, an Städteren mit Tramschienen zu plustern. Wenn man sich nämlich vorstellt, Tram oder Citytunnel, dann muss man sich wirklich vorstellen, wo liegt das Problem. Und das Problem, das kennen wir alle gut nicht, sind das die Tausenden, Zehntausende Pendler, die alldach aus dem Umland, respektive aus der Großregion, auf Lützeburg ran, respektive an Städte ran wollen kommen, an Uwes auch natürlich immer raus. Konsequenzen kennen wir alle gut, verstoppte Straßen, eine verstoppte Stadt, zugestauten Autobunnen, Stop-and-Go-Verkehr. Das Problem ist also bekannt, aber für das Problem geht es für uns eine Englesung. Wir sind dafür ganz klar, dass für uns eine Englesung geht, dass die für man Zug in der Stadt durchzuführen, ein Schienennetz, das bestehende Schienennetz zu verbannen in der Stadt durch. Für das egal von wo das ihr kennt, egal von wo aus dem Land, egal von wo aus der Großregion, es bleibt den an seinem Zug sitzen, und es bleibt nicht umzuklammen, und es klemmt den direkt an der Stadt raus, wo er schafft, oder wo in Ackerhafen geht, oder wo er will, sich kulturell oder was ähnliches will. Sagst du dir dann noch vorgestellt, ja, was kostet das ganz dann so ein Tunnel? Du so, wir wollen also an soziale Spielereien nicht ranlassen. Weil es müsste mal ganz klar auch ausgerechnet gehen, und ehrlich ausgerechnet gehen, wer da noch den Tram kostet. Die Rechnung ist als bislang aber verwirrt geblieben. Dafür so mir prinzipiell mal Datei. Auch da gehen Meinungen auseinander, für allem Chiffre gehen auseinander. Wir wollen uns nicht an die Spekulation von Chiffren direkt ranlassen. Wir so just, wann in die zwei Modelle Welt finanziell miteinander vergleichen, da muss ich bei den zwei Modellen alles mit errechnen. Kann ich nicht mehr gucken, was kostet Schienen oben über den Boden, und was kostet Tunnel drin dadurch. Da muss ich alles mit errechnen. Der Enge, wie auf der anderen Seite, wenn in der Stadt durchführt, muss ich klären, in der Stadt bauen pro Steck, wo überall, wo ein Zug muss stehen bleiben, muss ich Lifte machen, und alles, was durch die Zeit hier trappen. Wenn ein Iwetstaat fährt, brauche ich nicht eine Maschine zu legen, dann muss ich noch die Infrastrukturen, die in der Schiene leihen, verlegen. Es muss ein neues Zugmaterial, muss ein neues Personal, muss einen Tram-Shop, wie man das als Lützburg nennen, bauen. Muss ich alles mit anrechnen. Und da muss man als Ausgangs vorstellen, wer das die Lösung für das Problem hat, den Tram oder den Citytunnel. Wir so den Citytunnel. Und dann ist für uns den Tram, egal wie billig vielleicht auch her noch ist, noch immer die teuerste Lösung, weil er eben gerade das Problem nicht löst. Den Tram löst tatsächlich das Problem nicht von den Pendlern. Den Tram ist just, dass es Leute auf der Gare auch in Zukunft oder auf irgendwelche gar an der Peripherie kommen, an der Platz an der Haut vom Zug auf den Bus klammen sie dann mal vom Zug auf den Tram, aber wir haben nicht das Problem. Es gibt also nicht mehr eng intelligente Lösung, und das ist, wie gesagt, beim Zug in der Stadt durchführen. Für ein paar Wochen oder vielleicht das Foto gesehen an der Zeitung, so wie ein Tram an Zukunft soll ausgesehen an der Stadt. Tramschienen, die Matzen an der Stadt leihen, eine Stadt, die dann mit Uhrverleitungen, elektrischen Uhrverleitungen entre guillemets verschönert wird, was ich Verschandlung nennen je. Wir wollen nicht Bilderweisen an mir Hund für zu illustrieren, wie ein Citytunnel funktionieren, den heute Film drinnen gelost.